Guten Morgen, Tien Ola. Ich heiße Tien Ola. Herzlich willkommen zu diesen sind auch Smarts hier so. Und wir wollen wieder gehen in unsere Serie von Botschaften, wo wir noch einmal eine Beipredigt sehen. Das wird der 32. Part sein. Ab der Erludung wird 33. Aber ich glaube, wir haben uns da vielleicht ein vergessen. Das wird der 32. Part sein. Und wir sagen über Matthäus 7, Vers 6. Eine Vers aus uns Tags von der. Lees mit mir mit. Matthäus 7, Vers 6. Geef de Huing nicht dort, wat heilig ist, und schmied jene Perlen nicht für die Schwein. Dat die nicht unter die Feuer kriegen und sich dann überhermerken und jene verrieten. Was uns hoffen, ey. Lass ihr recht davor, wie kommen wir verdienen, wir danken die für diesen Smarts, was die uns hier so wie top kommen in Gemeinschaft haben. Und wo wir uns wollen, in den Worten ankicken und uns denken halten, was die Wort sagt. Und hier muss die den Wort dort sehen, muss die uns an Verständnis abdaten, dass wir auch begreifen können, was die was uns sagen, dass uns auch zu Horten gehen und dass wir machen den Wort ernst nehmen. Muss die das alle geben und Jesus sie nun. Amen. So, wir haben hier einen interessanten Thema von der. Und wo das redet von die Perlen für die Schwein schmieden, da wird heilig ist, die Huing dort geben. Was muss wir da ganz erste ans Denken halten? Woran sagt Jesus uns das? Was bedeutet Huing und was bedeutet Schwein in diesem Kontext, hier wo Jesus reden hat? Wir machen daran denken an Huing und Schwein waren geteilt aus gottlose Menschen. Da waren aus fremde Völker, was nicht zu Gott sein Volk gehören. Und das sehen wir auch an der kananitische Früh, was für Jesus kämpft und der Pracht hat, dass Jesus ihre Tochter soll heulen, wenn der wird grausam gequält von den Sotun. Und dann sagt Jesus du, dass es nicht gut, dass einer der Kinder ihr Brot nimmt und jaft die Huing dort. So, Jesus nennt die kananitische Früh einen Hund. Na, da wird so offensiv von der ersten Tag sein, dass die Früh, der wird einfach durch sein Wach gehen und sagen, der nennt mich einen Hund. Und der wird, aber no, so steht dort auch, ich sehe einen Hund. Ja, das stimmt. Was für eine Antwort jaft die Früh? Sagt sie, ja, aber guck mal, der Hund ist der dann danach. Der Krümels wird von den Kindern erdacht voll. Der Hund ist der kommen. Was sagt der Früh damit? So steht dort auch, sagt das so, wie sein Hund. Aber guck mal, wie kommen lesen uns die Krümels gestoppt, da wird die Kinder nicht wählen, da wird die nicht noch rangehen. Wie kommen hier ran und lesen das und dann sagt Jesus, aber den Glauben ist so groß. Die wird krass passieren, dass den Glauben ist. Und so, dort muss wir denken, in was für einem Kontext Jesus das hier sagt. Der Angläubende, der wird nicht Gott seine Kinder sein, der wird nicht zu der Kirche gehören, der wird die Bibel Huing und Schwein nennen. Okay? Und dann sagt Jesus, dort nicht das, was heilig ist. Was ist heilig? Was ist heilig für uns? Erstens, das wahre Evangelium, das ist heilig. Meint dort, dass wir alle Angläubigen, die nicht wollen, das Evangelium predigen, wo wir nicht das Evangelium mitteilen? Yes, of course, wir wollen. Dort ist ein Gebot von Jesus. Jesus selbst, wie man die Tagsklagt dann, und die sind da, und heute mit der Taub, und predigt das Evangelium. Und er hat Gemeinschaft mit euch. Und dort ist nicht gemeint, dass wir nicht sollen rübergehen evangelisieren. Das ist nicht, was Jesus hier sagt. Aber was er hier sagt, ist das, du hast was du heilig ist, das ist für jünd. Für wem? Für der wird nicht mal Huing sein, für der wird nicht mal Schwein sein. Das ist sein Körper, the body of Christ, oder die Kirche. Der wird im Glauben sein, der wird wirklich wahr geboren sein. Das ist für jünd. Und was ist das? Das sind Diensten in der Kirche.
Du sind Dinge, was wir haben, was wir so hochschätzen dann, wo wir das Evangelium predigen dann, wo wir taub kommen, wo wir kicken dann, dass eine Ordnung, dass nicht Christus in eine Ordnung nur geht, und durch Lehrerschaft und durch all diese Dinge, wo wir Christus in Körper, wo der mit wieder drehen wird. Und er sagt, geef dort nicht die Huing. Was wollen die damit dann? Wenn die wollen, das ist das Heil, das ist, was Gott ihnen anvertraut hat. Nicht die Welt. Gott hat ihnen sein Recht anvertraut. Dass die Arbeiter sind in sein Recht. Dass die du bist schaffen da. Das hat die ihnen anvertraut. Und dann sagt er, geef dort nicht die Huing. Und schmied dort nicht für die Schwein. Die Schwein und die Huing, die sind in diesen Umständen so verglichen mit euch, was nicht noch Raum geben. Wenn die das Evangelium hier haben sich gefragt über die Wahlen, die hier nicht waren, die sind bis noch gehen an. Die vertrampeln dort mit der Feit. Sagt er, geef die dort nicht. Schmied die nicht du für. Was die wollen da, als wenn die dort wollen da. Wenn die wollen, da wat jün anvertraut ist, da wat die sollen bewahren, die Perlen, wat die sollen bewahren, aus Christus in die Kirche, wenn die wollen, die Huing geben, die Verantwortung, wenn die da wollen, die Huing übergeben, wenn die da wollen, für die Schwein schmieden, was die wollen tun ist, die wollen dort vertrampeln, und dann wollen die jün verrieten. Nu werden uns die Sachen mal ein klein bisschen besäuen. Diesen Fehler habe ich gemerkt. Den Tiet, wo wir noch in einer anderen Kirche wären, und ich durfte nicht Plitschmerz sagen, das ist was das passiert, habe ich auch geholfen, Menschen, wo ich sage, die wären nicht wirklich im Glauben, die haben noch eigentlich noch nicht so getauft worden. Oder, die haben noch nicht so sich dabei schlüten, wenn der Glauben, die wir nicht durch, die wir Hut und Spät, die wir eine gepflegte Plüderie, und ich wir danach somehow halb dort überreden, dass die sich da anschließen. Und dort sind dieselben Menschen, die wird, wenn die erst Studenten sind, einer haft die dort anvertraut, was er nicht hat soll anvertrauen. Und die sind Studenten und die vertrampeln, das wahre Evangelium schätzen die euch. Die vertrampeln dort mit der Feit. Wer Gott ist, schätzen sie euch. Die kann Gott euch lieben. Wenn wir wollen, in Bible Study haben, wir mit dabei kicken, wer Gott ist. Und das bald anzuworden, wer ein Gotteskind ist, oder wer Gott nicht leiden kann. Die, wo Gott nicht leiden kann, die sind dann bald ab, das ist eine Ehrliche. Also, wenn wir die biblische Lehre von wer Gott ist, dass er ganz souverän ist, dass er alles in der Kontrolle hat, dass Gott aufrichtig ist, dass Gott allein weiß ist, dass Gott allein allmächtig ist. All das kann die bald nicht leiden, dann wollen die was anderes, wo wir den Mensch hergeben da. Die waren bald so doll über wer Gott ist. Aber sie wollen nicht den Namen drehen. Aber nicht mal was dort. Und dann tun sie noch dort, was sie wollen, den Mensch hochheben, dort tun sie verbreiten, und dann dort nicht mehr bloß mit Wahrheit. Wenn du erst keine Wahrheit in dort, dass der Mensch hochsteht. Dann machen die Wahrheit verliehen. Und dann machen die Lebensgottheit. Und die tun in Geplüder in der Kirche verbreiten, und die vertrampeln das Evangelium. Das wahre Evangelium, das wird vertrampelt. Und die tun, was sagt die? Und die melden sich immer her, Günd zu verrieten. Ich glaube, von das haben wir alle gelehrt. Wovon Fehler wir können merken, wenn wir die Angläubenden, die wird sich bloß so down sind im Glauben, wenn wir die in Finger haben, dass die nicht sollen im Port im Dienst sein mit uns in der Kirche. Wenn die merken sich immer her, und die wollen die Kirche verrieten, und die tun auch, und die bewiesen das, dass sie tun. Das habe ich mit unseren Ehren gesehen. Now, das wird Jesus sagen, was wir nicht sollen tun. Wird wir das nicht verstehen? Ich glaube nicht, von den Fehlern, was wir vorher gemerkt haben, habe ich gelehrt. Wir würden nicht immer am Versager sein. Und das ist, woran Gott seine Herd mal so klein bleibt. Woran? Wenn die sind nicht ewig, alle Mann seinen ihre Kirchen an die Kirchen, wenn dort erst das Krack, was in die Kirche verrieten wird. Wenn wer du ewig erst einen Deul Anhänger in die Kirche haben, wird ihr gewollt, wenn die ihr Schmerz schaffen tun, und wenn die ihr ihre gottlose Gedeihen durch den Anflachen tun, die verrieten die Kirche. Das, was Jesus hier sagt.
Nou, zie ik dat, wat ik dat zei. Zie ik nu de eerste, wat du van redt, dat du weer als weer de kerk verrieten dat. Nou, weet je wat, Paulus had al den Trouble. De Trouble fang zo schwinn aan, als Christus in de kerk gegründet had, dan fang de Trouble dol aan. Wat passiert zu de Galatische Gemeinden? Maar we moeten kijken in Galater 5. Galater 5, vers 7. Wo Paulus, der Galater, der hat der all so denken gehalten, dass sie sich loten frisch besäbern, frisch umgesetzt fürs Glauben, und dass sie nie würden, ab menschliche Kraft sich waren verloren. Ab bitterliche Dinge, dass sie sich du würden ab verloren. Das kommt von woher? Das kommt von dem, was sich geheim hat neigeschleckt. Der wird sich keimen, sie deuten, sie wären Christen. Der wird Jesus gleich ganz verlegen. Der stünde auch mit an, oh jo, Jesus ist für ihn gestorben. Aber hängerecht flachen sie, die waren durch Dinge mang, dass sie die wollen, waren frisch umgesetzt fürs Glauben. Dass nicht waren von Worten abhängig wird. Und du redet Paulus ganz 100% dagegen. Weil man hören, was Paulus gesagt. Er sagt es dit, die wären also fern auf dem Weg. Wer hat ihn abgehauen, dass die nicht mal in der Wahrheit horchen? Du hast da nicht berät, der ihn berufen hat. Also, der wird ihn in diese Welt rückgeraten hat, der hat das nicht verursacht. Dass die nun nicht mal in der Wahrheit horchen wollen. Und dann sage ich hier wieder, dort nimmt bloß ein kleines Bit Hev zu den ganzen Dich, durch den ganzen Dich gehen. Und unter wird, diese neue Vers, als ich euch so 100% übersagt, das hat wörtlich, du ab Griechisch geschrieben das. Ab Englisch, wenn ich das was ich lesen, von der LSB, da sagt das bloß, a little leaven leavens the whole lump. Was ich hier sage ist, die darin bloß ein klein bisschen südig haben, na was die ganze Klumpen süß war. Wenn die nicht wollen in südig rütschaffen, wenn die nicht wollen vorsichtig sein, wovon südig, die en jene kerk naloten, en jene Versammlung naloten. Und eins, sie würden dann sagen, okay, wo sollen wir das dann schließlich? Okay, wir sollen gehen und Evangelium predigen, aber die sollen nicht in unsere Kirchen ankommen. No, die können in unsere Kirchen ankommen. Yes, die kommen aus Jas. Of course, die können in unsere Kirchen ankommen. Sollen die sich willkommen fühlen bei uns? Of course, die sollen. Weißt du was, die haben nicht eine fingerbereite Reich in Dienst zu tun in der Kirche. Wenn die nicht wirklich im Glauben sind. Wenn die nicht all geäuft sind im Glauben. Wenn die nicht an den Heilung gewassen haben. Und dann, wenigstens, die wird die Kirche anleiten tun, die wird schaffen tun, dass die Kirche bestehen bleibt. Dort sind die, die noch nicht zu kurz sind zum Glauben gekommen, aber die müssen wirklich im Glauben sein. Die ganze Beschreibung, die fing wie in 1. Timotheus 3. Ich will wegen Tidshalten du nicht hingehen. Aber was das hier jetzt ist, du musst ein Absichter sein. Du musst ein Absichter sein und die müssen vorsichtig sein, was sie tun. Und das wird, und da ihr das wollen in Paulus dort, wollt ihr das gleich, wenn die wollen glücklich sein, und die wollen zu alle Mann freundlich sein, sollen alle Mann soll bei ihnen willkommen sein. Ja, yes, die sind willkommen. Wollt ihr Gott, die man einen jetzt klar haben. Du sind die, wo du willkommen sein aus Jas. Und du sind die, was hier in Charge sind. Du sind die, was hier in der Kontrolle sind. Und wenn die wollen, diese Abgabe, was Jesus ihnen gegeben hat, für Christus in die Gemeinde sorgen, das sind die Perlen. Und die wollen, die bloß glücklich irgendwem hingeben. Erstens, die schatzen die nicht, die vertrampeln die, und dann kommen sie heran, und wenn sie einmal den Macht haben, dann werden die ihn verrieten. Das ist, was Jesus hier sagt. Die wollen ihn verrieten. Und das sei wie Eva und Eva. Kirchen, wo du sind glücklich geworden, wer du nennt kämp, dem du so aus dem Bruder oder aus der Match schaffen. Der wo du sind glücklich, dort ist bald nicht mal eine christliche Kirche. Wenn's, was du dann passiert ist, dann kämpfen jeder einer mit seinen eigenen Deutungen. Und dann, der eine, der vielleicht das mag, der andere vielleicht, Jan mag. Aber was dir was ganz Erste ist, was du wird von der ersten Tag in christliche Kirchen angeflacht, das ist, dass die wollen uns von der Freiheit, was wir in Christus haben, wachreden. Und die wollen uns wahre und Menschen gesetzen fürs Glauben.
Dat is een van de Hauptsachen, waarom dit passiert. En da wordt helemaal het Leuwe gedaan. Da wordt helemaal nicht oprechtig en opgedaan. Da wordt helemaal in vooruit klaar gezegd, maar dit is wat we willen. Da wordt nicht bekannt gegeven, dit is wat we willen. Dat wordt hengerigs gedaan. Wenn sie opdoen wären, wenn sie frei en op wären, da würden sie bald Gegenstand haben. Aber no, dat doen de hengerigs. En dit is Krieg, wo Paulus in Galater 2, Vers 4 van schrift. Dat zijn falsche Brüder, wat sich geheim neergeschleckt haben. Wann er sich geheim neergeschleckt? Die haben dort nicht gewesen, wer sie wirklich wären. Sie haben sich so getan. Sie wären wahrhaftig. Die haben sich geheim neergeschleckt, und wenn sie sich durch neergeschleckt haben, dann fängt es an Verdacht zu kommen. Das ist Krieg, wo eine Kirche mit am Stieper sein. Das ist Krieg, wo die mit am Stieper stehen, wo die mit ständig sehen, was kämpft hier nähen? Was will hier alles miteinander schlägen? Wenigstens, Galater 2, Vers 4 sagt, es ist das. Aber die falschen Brüder, die sich geheim neergeschleckt haben, unsere Freiheit in Christus Jesus auszuspionieren, und die uns waren Gesetz versklaven wollen. Geht sich das fram? Für die haben wir keinen Weg nur gegeben, dass die Freiheit im Evangelium für ihn bestehen bleiben wird. Ich habe hier hören, der hat sich geheim neergeschleckt und dann im Geheimen, und das tun die. Mit Plüderien, mit anderen sein anzuhetzen, und dann sein, wo sie das du kann wieder mit anwickeln. Die Menschen waren drei an den Gesetz versklaven, wo Christus hat von frei gemacht. Und man sagt, für die haben wir keinen Weg beigegeben. So, was ist das dann, wenn Jesus sagt, wir sollen dort, was herrlich ist, nicht hingeben? Meint dat bus, ik wou dat bus voor een schop naar zaten, ik wou dat toe bewahren. En dan meint dat we gaan, actually, een ding, we gaan toe te kämpfen met. Paulus en Barnabas, die gerouden in een herzhaften strijd. Dat zijn we in Apostelgeschichte 15. In Apostelgeschichte 15. Dat wir gleich, dat sie bus mit Worten deuten en hoffentlich kommt dat beste uit. No, die wären, dat kommt aber durch, dass die würden einfach so einen herzhaften Streit haben. Wenn du redest von einem herzhaften Streit, das ist ein bisschen so, sie wären einfach so, ich will nicht sagen, dass die dull werden, aber die meinen das so. Das ist wie eine ernste Sache. In Apostelgeschichte 15, Vers 1, du sagst, dass es steht. Dann kämen diverse Männer von Judäa in ledende Brüder. Wenn die nicht nur Moses seine Ort beschnitten loten, kann die nicht selig werden. Dit brach Paulus und Barnabas in einen herzhaften Streit mit ihm, so dass sie sich einig waren, Paulus und Barnabas in einige von ihm nur die Aposteln und Ältesten in Jerusalem zu schicken, um auszufangen, wo sie zu dieser Frau stehen. Like, das wäre so eine ernste Sache, dass sie einfach sehen, hey, wie machen sein Wort jetzt hier an? Wer hat diese Mann geschickt? Wer ist hier durchhängen? Was geht hier an? Und sie deuten auch. Und sie reisen in Jerusalem. Und wir wollten die ganze Geschichte. Und dann haben sie ein Meeting, die jüngende Gelegenheit, sie haben ein Meeting mit der Reine Ola. Und die Falsche, die Neugeschleckte, die bleiben da abstehen, die machen sich beschneiden, die machen noch alle diese bitterliche Dinge tun. Und sie sagen, das geht noch nicht an. Ich habe nichts mehr tun. Diese falsche Brüder, was sich hier haben mit neugeschleckt, mit denen können wir nicht länger Meeting haben. Dann haben sie ein Port-Meeting mit was die Aposteln haben sagen, mit denen, wo die Kirche hat mit angefangen haben, und sehen, hier machen wir schon mit der Gruppe. Und sie haben sich doch lange gestritten. Wo soll wir das dann schließlich? Like, wie sind die so gewarnt unter dieser Beschneidung, und wie sind die Juden in der Bibel sagt das, und du warst erst mal lang gestritten. Und schließlich sie sehen, okay, weißt du was, der wird dann noch in der Beschneidung sein, lot der dann in der Beschneidung bleiben. Aber, der wird noch nicht sein, der wird wie nicht dort abbaden in der Beschneidung. Petrus sagt dir dann noch, ich habe mal lang, wie ich überhaupt in diesen Streit ankomme, dann weiß Gott mir, ich soll nicht in der Anbeschneidene gehen. Und ich ging und ich predigte das Evangelium. Und Gott weiß dort, der auf der Kraxe geht, das hat ja nicht aus uns. Darum, dass die beschnitten sind. Wer sie echt dann?
Dat eigentlich noch kann sein, der machen beschneiden. Wir wollen doch genug geraten, nicht? Dann kommen sie, bei diesem Meeting zu eng ist, dann haben sie einen Brief, was sie schreiben dann und sagen, hey, what you got, forget about it. All diese Menschen gesetzen, all diese bitterliche Dinge, all diese Beschneidung, just don't worry about it. Pass auf für Aufjätterie, für Anmoral leben, das von, du sind Dinge, die wir als Christen so bewahren. Wo wir nicht in Anmoral, die Fried haben, in Anmoral zu leben, glücklich zu leben, aufjätter dein, all die Dinge. No, wir dein ein Gott, ein einzigen Gott, den, was wir dein tun. Und wir rechnen uns nicht so viel für eine bitterliche Dinge. No, das kommt von Hort, was wir nicht tun. Okay, anyway. Das ist dort, was das meint. Dort bewahren, was Jesus an sich gegeben hat. Die Perlen, was er an sich gegeben hat. Und wann wir mal ein Geld kosten haben, die Dinge klar zu stellen, wenn wir mal einen weiten Breit, wo Haarreisen auf einmal wehen, zum sein, was jetzt hier an, das ist, was da passiert. Das sporten nicht Tiet und sie sporten nicht Geld. Zum sein, was jetzt hier an. So. Was hast du dann die Trouble? Was machen wir dann tun? Wir machen Christus das andeuten, was Paulus dann deutet. Wir machen wieder warnen, wir machen wieder dafür anstehen, dass wir wollen die Kirche reinholen, dass wir wollen die Perlen, was Gott an sich gegeben hat, dass wir die wollen abrechtig holen, dass wir die wollen reinholen, dass wir die nicht wollen luten vertrampeln. Wenn es den Tag, was wir wollen, die aufmerken, dass wer die kann, wer die Perlen kann, die wollen mit so rumklettern, als von der Steiner sein, die wollen nicht vertrampeln, so Jesus das sagt. Worauf die euch gut sein, dort bis vertrampeln, die wollen Jüden verrieten. Die sind nicht zufrieden mit, wenn sie das Evangelium verachten, wenn sie das Evangelium vertrampeln dann. Sie sind danach so doll über Jüden, dass die das Evangelium glauben, dass sie über hergehen und merken und reden allerhand Leis von Jüden ab, dass die allerhand schlechte Dinge reden von Jüden, und da was Wahrheit ist, dort nahen sie lesen, was lesen, dort nahen sie Wahrheit, und so dort verrieten sie Jüden. Das ist, was da passiert. Und man hat die denken halt nicht, aber nicht so doll. Und man hat die denken halten, dass wenn sie einen biblischen Grund haben, wenn sie das biblisch bewiesen können, dass sie recht getan haben, die haben keinen biblischen Grund und die wollen bis so da. Und dort einer wem gewarnt hat, aber dort hat einer die Leute beleidigt als einer der Sünder. Und das ist, was passiert. Aber die Bibel sagt anders. Und die Bibel sagt, dass wir wollen dafür Verfolgung haben von dort, weil wir wollen für das Evangelium anstehen, wir wollen Verfolgung haben. Wir wollen Folgen haben, und die Folgen, die sind, die wollen verspott werden, die wollen richtig stark werden, vielleicht wird die eine Familie nicht mehr leiden kann, die wollen in Gefängnis gestoppt werden, die wollen gesteinigt werden, die wollen in Chrétien. Das ist ein Lohn dafür, für die Wahrheit anstehen. Und das ist, was passiert. Jesus verspricht dort, und das ist gerade, was passiert. Wir sind nicht so willkommen auf viele Städten. Wir sind ein Hindernis. Wir sind armlige Menschen. Aber krieg wir in der Üse, ich sagen wir armlige Menschen. Wenn wir für die Wahrheit anstehen, dann sind wir nicht so willkommen auf viele Städten. Wenn ich trinke gut in den Galaterbrief, Galater 3. Wenn wir uns 100% dort verloten, dass Gott erst dort wer dort Werk vor ich merkt. Wir würden sagen, von der ersten Tag sind all Wasser so weit gegangen, dass sie sogar, dass sie gerat sind, dort sprechen sie sich selbst zu. Dass sie diese gute Anstellung Gott gegenüber gehabt haben, dass sie also ewig haben Gott gesagt. Die Kredit sprechen sie sich zu. Einige würden dort noch nicht. Einige würden sagen, ja, ich sehe, dass Gott sie nicht genug gerat. Aber nu, mag ich die Radung so in Fast holen. Und wir wollten dort, die Bibel lehrt uns sozusagen klar, dass wir werden gerat durch genug und wir werden geholt durch genug. Dass wir gerat sind, dass wir ein Werk von Gott. Und dass wir gerat blieben als ein Werk von Gott. Das ist alles von denen. Und warum, wenn es häufig dazu ever geteilt hat? Er will gnädig sein. Dass wir sehen, Gedei, und das ist das Krieg, wo wir mal in die Gegend kämpfen. Von der ersten Tag sind wir in der Gefahr, wo diese eine falsche Lehre sich verbreiten hat, dass der Mensch kann Erfahrung verlieren. Das ist eine falsche Lehre. Dass der kann Erfahrung verlieren. Now, sie merken dort,
im Schlag hier, dass der Mensch nicht kann der Erdung verlieren. Sie merken das im Schlag hier. Und dann haben sie sich wieder ausgegrabbelt. Und der kommt Glück von der Hall. Und das sind diese Wirt, einmal gerad, einmal gerad. Und was sie dabei tun, ist, nicht können sie so böse leben, als sie wollen, die können danach nicht ihre Erdung verlieren. Weil erstens, das ist eine falsche Lehre. Wenn das ist, was sie meinen, das ist eine falsche Lehre. Wenn du wer würd so eine Lehre haben, die einmal gerad, nicht kannst du so böse leben, als du weißt. Wenn du so eine Lehre hast, dann hast du eine falsche Lehre. Und hier ist die Sache. Die sprechen die Sonne to, was wirklich gerad sind. Das wo sie den Fehler merken dann. Wenn sie deuten, to sprechen deuten, der wird sich was glauben, sie sind gerad. Und der wird danach glauben, die kann nicht der Radung verlieren. Wenn sie, wenigstens der Leben so bei ist. Wenn sie deutet würden, to sprechen, ich würde sagen, dann haben sie wenigstens noch wo was reich getan. Aber hier ist die Sache, der sprechen deutet to. Der wird sich ab Gott verloren. Der wird wirklich gerad sein, und der wird wirklich gerad bleiben, wenn Gott hält der gerad, der sprechen der das auch. Mas wie der dort sprechen der das totalste to. Und wenn wir wollen einen biblischen Grund haben, so Handchen, und die wollen euch wieder, die wollen euch eine Antwort geben. Warum sie ran sich ohne ihn? Die wollen bei ihnen abgepufften Verstand, was sie sich ausgegrabbelt haben, du wollen sie bleiben. Und sie wollen das merken, die Wahrheit von das Evangelium merken so im Schlag hier, dass er auf uns kann. Dass er selbst ausgedacht das Evangelium soll mit besser lohnen. Aber was sagt Paulus in Galater 3, Vers 1? Wenn wir reden von, dass der Mensch mit seiner Kraft nicht sein, der Erdung festzuhalten. Er sagt es das. O Galater, wo habt ihr so wenig Vernunft? Wer habt ihr besäbert, dass die nicht nur die Wahrheit horchen? Jent als Jesus Christus verjümmelt worden, dass die am Schier am Kreuz sein können. Und andere wie Himmel, wo kommt das, dass die in Han Luten besäbern? Die haben das Evangelium, da was Jesus für ihn getan hat, so klar zu sein gekriegt, dass Jesus von dir das schier sein können, wo das alles passiert. Das eine Wahl von jenen Weiten, sagt er. Habt ihr den Jesus gekriegt, durch dort die das Gesetz hielten, oder durch die Predigt vom Glauben? Nicht Wahl Weiten. Durch was sei jedem Glauben gekommen. Mein dort, die holen das Gesetz, und das Gesetz sagt, Jesus Gott, die in den Herren leben, mit alles, was die hast. Wie das wegen dort? Aber du sollst die in den Nächsten so leben, als die Salz, wie das wegen dort? Dass die dort leid? Kriege ich den Helden yes, wegen sie das Gesetz hilden? Kriege ich den Helden yes, dass die so eine reine Gedanken haben, dass die nicht mal dauern, dass du noch mal wem viel umzubringen? Menschen würden sich pochen von der schon da mit, ich kann doch nicht wem dort gemerkt, oder die, und die Gedanken noch nicht. Hast du mal gewünscht, dass da in der Person leider nicht herum wird? Like, wir sind alles Gesetzesbrecher. Wir sind alle schuldig vor Gott, und wir haben alle so sehr gesinnig, dass Gott uns alle mit Reich wird in der Hall schicken. Es dort, warum, ich meine, hat jeder gesagt, so sehr geholt, dass die durch gerat sind? Und dann würde irgendwie sagen, no, wir sind durch genug gerat. Wir sind alles gesagt, okay, gut, dass die da tustun dann. Dann will ich nicht fragen, wo will die gerat bleiben? Wo will die das dann? Okay, gerat sein ihr da nicht, wo will die dann nicht gerat bleiben? Ja, maar dat is wat Paulus hier in de derde vers zegt. Zijn die zo verdreht? En yes, han die angefangen. Ja, maar die stunden al toe dat de Heilige Geest geen draden deed. En reken die nu im Fleisch vorig te merken? Like, nu wil je dat eeuwige wil je dan nu nog met die kracht? Paulus zegt, wer heeft je besäbert? Krijg dit. Dat zie ik, wat we in de kerk naar gekomen hadden, en besäbert. Dat die nicht sind vorsichtig genug gewesen, die haben dort geloten. Die haben die Perlen für die Schweine geschmeten. Und die haben die vertrampelt und nicht verrieten die Jünd noch. Aber ich weiß nicht, was du noch klarer kann sein. Aber dann auf einmal hast dich, dann kommst du sie dich
mang von du, wie das nicht geglaubt haben. Dann am Haus dich, dann hast du wer du südig verbreut. Und wir würden das nicht machen gedacht, dass von du wird kommen. Weißt du was? Das ist nicht was nicht. Das passiert dann auch all. Ich meine, ich weiß nicht, was Paulus dacht von Petrus. In Galater 2, Vers 11, du fangst das an. Dann aber im Haus dich, dann hast du eine Earlier, was sich du verbreiten hat. Und dort kommt von unseren geradsten Freund. Dann kommt das von denen, mit wem wir taub schaffen da. Das ist ein Trouble. Das ist ein großer Trouble. Und um den nicht zu beleidigen, dann sagen wir aber still. Weet je wat, dat is de grootste fehler wat we merken können. Dat is een don't, als dat ons grootste vriend is. Dat is een don't, als dat der is wat we dat, met wem we dat taub das Evangelium gepredigt haben. Wenn da op einmal nicht reich leben dat, dann moet we mehr an Gott Hörchnis nicht den. Dann moet unsere Gemeinschaft zwischen uns und Gott wichtiger sein, als unsere Gemeinschaft zwischen mir und diesem Bruder. In den moet ich lieber sein, zu halten und zu raten. Und guck mal, was passiert. In Galater 2, Vers 11. Petrus ist so abbekannt, dass wenn er nicht Buße getan hat, wenn er das nicht zugestanden hat, dass er arg wird, er wird der geradste Ehrlehrer geworden. Aber ich mir, wofür das halb? Wenn ein Bruder Gott dalle verchen hat als Menschen. Paulus schrift hier so steht, in der 11. Vers. Aber als Petrus in Antiochia kam, habe ich am für alle traggestellt, weil er sich verschuldigt hat. Maar wat had hij zich verschuldigd? Wens euer durch diverse Männer kommen, die von Jakobus geschickt werden, uit hij met de nicht-Juden taub, aber als die kommen, trok hij zich trei en hield zich apart, weil hij verg zich für die Juden, die op de Beschneidung hielden. Dit weer een grozame ding wat Petrus hier deed. Dit is een hechlerie. Dat hij wordt zoveel mensen verg gaan. Dort hab einmal hastig wegen Menschen gesatzen, wird sich nicht tragen. Und was sagt er da? Und weil's Häuser deuten andere Juden krack so, sogar Barnabas hechelten mit. Ich habe hier in Paulus der Sport hier keine wird. Sogar Barnabas, der hechelt mit. Dann sagt er hier wieder, dass was ich sag, dort sei nicht für die Wahrheit im Evangelium anstünden, sehe ich zu Petrus du vor allem. Und hier ist einer, was ich klar habe, was ich nicht weiß, was da passiert ist, Paulus, der ging erst mit Petrus apart reden. Wenn Petrus nicht horchen deut, dann deut er du vor allem. Wenn du als ein Jude so leben darfst als der Falter, und nicht als ein Jude, wo kannst du dann die Falter bedwingen, so zu leben als Juden? Nou, wir, Paulus und Petrus, ihre Gemeinschaft hier dann nicht durch. Wenn das wird, menschlich passiert, dann wird Petrus und Paulus seine Gemeinschaft, ihre Gemeinschaft, die wir hier durch waren. Und die würden immer wieder negativ geredet haben, einer für den anderen. Aber Luther sagt wieder, Petrus der schrift einen Brief und der redet von unserem lieben Bruder Paulus. Und der weiß hat, was Gott ihm gegeben hat. Und viele Dinge sind eben schwer zu verstehen. Er stellt sich eben unter Paulus, der Tod zu stehen, sagen, like, der hat actually eine Weisheit gekriegt, was mich schwer fällt zu verstehen. Aber er redet von unserem lieben Bruder Paulus. Was weiß das? Petrus, der steht dort tau. Er wird arg gewesen. Dat beweist sich auf eine Versöhnung. Dat sie irgendwo, ich kann auch nicht die Schriftstelle gefunden, wo Petrus und Paulus dann würden eine Versöhnung gehabt haben. Es hat eben wieder neidig gewesen, wenn Paulus als er bewahrt hat, stehen geblieben, als wir dann uns noch mal gehen und mit denen versöhnen, was wir vermont haben. Ich glaube nicht mal, dass biblisch ist, dass wir das danach würden machen. Wenn wir das würden machen, dann ist das
Ich weiß nicht, was ich das sagen zu sagen. Aber anyway, die Sache ist das. Das sehe ich, das fängt einmal an, nicht mal bloß, man der, was sich durch die Heimhand schlägt. Das kann auch noch mehlig. Das kann mehlig sein dort. Dat sogar da, mit dem, was du bis im Deinzje warst, mit dem, was du hoch geschätzt hast, was du glaubst einfach, die sind im Wert nicht mit dem Glauben. Da hab einmal Worten mitgeredet. Was ist deine Arbeit dann? Oder wenn du bist der Mitgeredner, was ist deine Arbeit dann? Da dass die kriegst so 30 Vermögen aus das. Und das ist, wo wir den Südig rüten. Das, wo Paulus sagt, schaff den Augen sehr dich rüt, dat je in näher dich war. Wenn je waren in klein bisschen sehr dich zu luten, wenn je waren, am nicht in gerade absein zu merken, lut je das nie bis für erstes letzte Tag. Wat je wat die wat du wieder und wieder versuchen dann. Versuchen dann. Der wird wieder und wieder so worden, was der den ganzen Klappen hat durchgesehen. Und was war Satan? Ich habe mal diesen Zweig gehört. Wenn du sitzt, das kleine Schlanke, das kriegt du so näher. Fangt du an die Kirche an zu kriegen. Du bitte hakst du den Kopf auf. Du, wenn der Schlange den Kopf, wenn das Schlanke, den Kopf in die Kirche, der näher steigt, das wo wir den aufkarten dann. Wenn du da was luten, du näher kriegen, was du bang groß warst, da wirst du vielleicht einmal nicht mehr der Mann haben, der den Kopf aufzuhaken. Und das, was passiert. Nicht wollen sich mit Menschen jagen. Aber das nicht ein bisschen stehen lassen. Und das, was Jesus meint. Und das, wenn die dort wollen tun, das hält ihr, was ich nicht unvertraut habe. Und die wollen andere dort übergeben. Die wollen lassen, dass die mit Ram spielen tun. Die wollen über hergehen und die wollen Jünd verrieten. Das haben wir an unsere eigenen Ehe gesehen. Und das passiert. Und glaub mir das. Das ist ruhig ein Kassel. Das ist gleich ein einziger Kaso. Was du mal jemals in der Welt passiert ist, das passiert immer weiter. Du kannst hier handfahren, wo die handfahren warst. Die fängst Brüder und Schwestern über die ganze Welt. Und die kiekst, wo das gekommen ist, dass sie hier ein kleines Grüppchen hier sind. In einer anderen Stadt, du fängst auch noch weiter ein kleines Grüppchen. Das kriegt wegen uns das. Erstens, wo sie würden euer gewahr sein, wenn ich heute noch wird am biblischen gewahr, das versieht wird. Und der Hand durch südig Leuten ankommen. Der Hand Leuten falsche, näherschlechte Brüder mit den Perlen spielen. Der Hand ihn verrät. Aber Gott sei Dank heißt danach immer allmächtig, dass er danach immer der Siege der Rat hätte wehen. Der Siege der nimmt hätte rüht. Aber der Siege soll dann noch etwas gelehrt haben. Dann passt nie wieder Hans ab. Dann dort nie wieder Hans, du nur sein, dass er nicht frisch worden kommt. Dass er nicht worden frisch, das würde ich bei ihnen verbreiten. Wenigstens was war da passiert. Aber was braucht das? Dass der Südig nicht verbreitet wird, dass der Südig nicht in unsere Kirche nennt haben. Das immer auf der Werk sein. Und das immer während man du frisch, wie man uns frisch denken halten, wie man uns frisch in ihr sehen, wo wir stehen. Weil wir mal denken, wo Paulus und Timotheus schrieben dat, und an Titus schrieben dat. 1. Timotheus 1, Vers 3, wenn er sagt, die so's in der Pfeises blieben, so's ich die seht, als ich ab den Weg nach Mazedonien wird, willst du sind einige Menschen mit einer verdrehte Lehre abgekommen, und da sollst die Warnen abzuhören, falsche zu lehren. Sie sollen erwähnte Geschichten und lange Listen von Geschlechtsreis dann Ziedloten, weil sie verursachen bloß mal eine nutzlose Frau, wodurch der Glauben an Gott nicht gebetet wird. Alles, was wir lernen, ist dort, dass du allein wie ein reines Hort, ein gutes Gewissen, einen starken Glauben ist. Das ist was das was wir lernen dann. Dass die Menschen im Starken, dass die im Glauben gestärkt werden, dass die in Heiligung wachsen, dass die immer da kicken, wer Gott ist, dass die immer da schätzen, was Christus für ihn getan hat.
Nou, wenn dort ist nicht mal so viel Niesjef in die Kirche, wenn das Evangelium ist nicht so viel Niesjef, wenn das ist mehr Niesjef, wat een andere in Sturm was es zu tun. Wenn es mehr Niesjef, wat ein Mensch belebt hat, wat er geträumt hat, wat am nie gefallen ist. Wenn dort ist alle mehr Niesjef. In diesem Kaso hier redet von lange Listen von Geschlechtsregister. Wenn dort ist wichtiger Wort von denen Herkünften, wer den Größfuhrer gewasst ist, und vom Wort von höheren Social Status, die hast, wenn dort ist alle wichtiger Wort. Dann habe ich ihn von das Wort Evangelium wachgedreht. No, sagt Paulus, wir lernen dann ist das anders. Wir lernen dort, wo durch die Horten gereinigt worden. Wir lernen dort, wo durch ein Mensch im Glauben, wo der im Glauben gestärkt wird. Wenn wir reden von, dass der Glauben gestärkt wird, dann reden wir auch davon, dass der eine Heilung wasen, der dort wie teilnehmen. Und wo kann ein Mensch eine Heilung teilnehmen, wenn ihm das Evangelium nicht immer mehr und mehr nicht jaft? Wenn wir dabei mal merken, dass uns das Evangelium gewöhnlich wird, die Geschichte weit wie Jesus ist für uns gestorben, all das dort anfangen, um jetzt eine gewöhnliche Geschichte zu geben. Und wir würden so gieren, an unsere Uhren Leute eine Sass verdrehen, dann sind wir ab ihrem zum Trouble. Und dann wird uns Glauben nicht gebetet. Dann sind wir in der Gefahr, wo wir anfangen, eine Fabeln zu horchen. Dann sind wir in der Gefahr, wo wir immer anfangen, Dollar gescheckte Menschen zu sehen, wo du mit Dollar in Geschenk haben, haben sie ihr Feuer abbilden. No, und Paulus sagt, sonst das darf ich nicht. No, dort ist Krieg, worum dieses du blieben, Timotheus. Dort ist Krieg, worum dieses Warnen abzuhören mit uns dort. No, was das hier jetzt ist, wir kicken drei in der Bibel nennen. Wir gehen drei, Charakter Augustin sagt, wir sind von der Bibel aufgeruht, wie man drei durchkommen. Das ist, was Calvin sagt, wie man drei in der Bibel gehen. Ich würde nicht mit alles mit einverstanden sein, was die Männer alle dann geglaubt haben. But, drei in der Bibel gehen und sagen, was die Bibel wiesen, es ist drei durchgehen, was die Bibel sagt. Sie 100% mit einverstanden. Das ist, was wir immer waren, Mann. Das wir immer waren, als Reforming Mann. Und so, der Titus sagt, er kriegt dasselbe. Titus 1, Vers 10, er sagt, weil es besonders manch die beschnittene Juden sind viele verleidende, wahre Spanien, Dorgenixie, Winde Schwarzer, die noch mal Stall gemerkt worden, weil sie lernen, was sie nicht sollen, und bringen durch ganze Familien in den Grün und schämen sich nicht abbrechen, Gewinns dafür zu nehmen. Sie dann even Kirchen und Familien in den Grün bringen. Sie sind aufgeschummt. Dort macht bloß nicht ihren einen weichgehen und sagt, das wird du sollst die du jeden schaffen. Und wir können auch lernen von Kirchen, was Jesus loben dort. Jesus, der hat ein Ding hier in der Kirche in Ephesus. Wenn sie die erste Leute verloren hat, aber hat er ein Ding, was er entloven deit. Zwei Dinge, was er entloven deit. Weil wir uns das mal lesen, Offenbarung 2, Vers 1. Und so, wir müssen auf Werk sein. Und das war das meint, wenn Jesus sagt, Werken bet, dass die nicht in Versicherung fallen. Wenn es von dir schwören und duntig waren, das würde die Feind sich anschlägt. Und so, er sagt es das, nur den Engel von der Gemeinde in Ephesus schrieb, das sagt da, der du 7 Stirns in der rechten Hand hast, in Madden mangt die 7 goldene Lampenhülle geht. Ich weiß deine Worte, deine Arbeit und deine Geduld, und dass die verleidende Menschen nicht verdrehen kannst. Die hast da ausgeprüft, dass du vergeben Aposteln zu sein, da das aber nicht sein, und hast ausgefangen, dass sie Lehner sind. Kjemmel, das luft der Ernt. Kjemmel, je haben die ausgeprüft, je haben die erstmal auf Probe gestellt. Und was wollen wir hier machen von lernen? Hier sind die Menschen, die fangen an sich Kirche zu fahren. Die kommen hier an. Und die würden dann nie sehr freundlich sein am Anfang. Und die würden sich sehr bekannt als Christen, die würden sich eben vielleicht bekannt als Prediger, die würden sich eben bekannt als Missionaren, was immer. Und die würden Futzwallen und Diensten ankrüpen bei uns, unsere Kirche. Und Jesus sagt, du hast die erstmal ausgeprüft. Und du hast es ausgefangen, das sind doch nicht.
Das ist ein Lehner. Du hast dich als Lehner befangen. Ich gleich das eine Satz, wo Paul Washer davon vertalt, von sei in Peru eine Kirche gelehrt hat. Und dann wären da sogenannte Apostel gekommen, Propheten. Sorry, da wären nicht Apostel, die haben sich Propheten genannt. Und sie kommen da hin in der Kirche und sie sind Fuß up und sagen, wir sind Propheten, wir sind von Gott geschickt, wir haben ein Wort von Gott. Okay, sagt Paul Washer, wow, wir haben noch nicht einen Propheten in unserer Kirche gehabt, aber ja, gut. Ja, sure. Willkommen hier. Und dann fragen sie Fuß, wann er selber anfangen zu reden. Und dann sagt Paul Washer, ich nehme an, ihr seid gottesfürchtige Menschen. Da wird ihr das auch wel in der Bibel stehen. So, ich glaube, das wird eine gute Idee sein, wenn jemand stecker saß, 12 Monate, saß Monat oder ein Jahr, hier mal mitmerken tun, dass wir ihn können auf Probe stellen, dass wir können nur sein, dass die wirklich von Gott geschickt sind, dass wir können die Lehrungen sehen, dass wir können das erst mal proben. Sein, von wo ihr kommt. Und dann werden die Fuß so dull geworden. Und dann haben sie Paul Washer beschuldigt, mit dort, so, du wirst kein Wort von Gott haben. Ja, von Gott, ja. Aber nicht von Jünd. Sieh, das ist, wo wir mal vorsichtig sein. Du kommst Menschen manchmal an, und die sagen, okay, ich sie von Gott geschickt, und ich habe ein Wort von Gott. Weißt du, was das sind die gefährlichsten Menschen, was das gibt? Die geben dir nie nicht die Konsul. Nie nicht. Und die geben dir auch nicht einen Platz, eine Bibelstunde unterladen in jene Gemeinde. Die geben dir nicht einen Platz, eine Sonntagsschule zu laden. Nicht Jugendlehrer zu sein. Nicht Worship Service zu tun. Nichts. Die proben dir erst auf. Die proben dir erst auf. Und wenn die nicht Menschen haben in jene Kirche, zum all die Diensten tun, dann hat Gott so viel gesagt, die empfehlen dir euch. Und hier ist die Sache, wenn wir du entschlafen wollen, dass wir die nicht auf die Probe stellen, sondern es die wirklich von Gott geschickt worden. Dort sind die von dem, was Jesus hier redet. Dort sind die, wenn die auch noch die Perlen würden für dich leihen, und wenn die auch noch die würden die Perlen geben, die schätzen die nicht. Die vertrampeln die, und die kommen, werden Jünd verrieten. Und das sei wie, das passiert ab so vielen Städten, wo die Kirchenlehrer schon ihre Guard durchgelassen, wo die Schutzhand durchgelegt, wo die nicht so schnell gewesen, wo die Hand mit den Dontig gewesen, die Hand loten, sondern den Nacken krüten. Da kommt Jahren dir. Aber die werden Jünd verrieten. Und so, wieder redet davon, ich habe das eine Ding, die haben von der ersten Leute vergeten. Aber das ist ein ganz anderes Thema apart. Das würde ich das nicht wel von der anschauen. Nicht, dass ich das mit Fleet uitloten da. Das, was Jesus da sagt, was Jesus da sagt, ist, dass sie sollen Büsse tun, dass sie sollen drei, so sie erst geläuft haben. Und dann in der ersten Vers, da sagt er wieder, aber das heißt du, dass die Nikolaiten ihre Worte nicht leiden kannst, da ich auch nicht leiden kann. So, das heißt du kannst die Nikolaitens ihre Worte nicht leiden. Was wären da ihre Worte? Das wären Krieg so eine Stadt groß. Die wird sich deuten, sie wären Christen, aber sie dürfen nicht in alle Wege das Welt aufstehen. Sie deuten bloß so viel Welt aufstehen, sie deuten so viel Welt holen, dass sie nicht von der Welt verfolgt werden. Dass sie bei der Welt eingenommen werden. Dass sie, und das ist das Krieg, was Jesus sagt, das hasse ich. Warum hasst Jesus das? Wenn Jesus verlangt, dass wir loyal sind zu ihm. Was ist das plattische Wort für das? Dass wir loyal sind, dass wir treu zu ihm sind. Aber das Wort, das von der ersten Tag treu wird gebraucht, das ist gleich, das trägt das nicht so aus, das wird sagen. Loyalty, das Wort Loyalty, das viel Dollar tun, like wir holen uns an einen Ding kriegen und Wort. Wenn Jesus verlangt, dass wir bei eng treu sind, dass wir treu sind bei Tod, so dass wir wieder sein, zu der anderen Kirche, wenn ich sage, in Offenbarung 2, Vers 8,
Der sagt, in der Kirche, in den Engel, in die Gemeinde in Smyrna sagt, er schrieb, das sagt der Erste und der Letzte, der dort wird, in zum Leben gekommen ist. Ich weiß deine Worten, deinen Trügerstand, in deine Armut. Ich weiß, was du bist. Ich weiß, was traurig du bist. Ich weiß, was weh du warst. Und ich weiß, wo arm du bist. Und doch bist du direkt. Ich weiß, am Deier gelassen, dass du vergeben Juden zu sein, und das nicht sind, aber in so tun sie eine Schuld. Fürcht die vernünft, was die im Karten warst, leiden machen. Seid mo, der böse Feind wird einige von ihnen festnehmen lassen, jemand auf die Probe zu stellen, und die wollen 10 Jahre leiden machen. Blieb drüber Tod. Das ist, was ich haben will. Blieb drüber Tod. Und dann will ich dir die Lebenskron geben. Blieb drüber Tod. Dass wir so loyal sind, dass kost was das kost, von Jesus lässt ich nicht los. Und das, was Jesus mir gegeben hat, diese Perlen, was er mir gegeben hat, der hol ich so fast, bis Tod. Der lässt ich nicht los. Der lässt ich nicht von den Schweinen vertrampeln. Der darf ich nicht die Huhn geben. Und euer, der mich kann verrieten, euer, der unsere Kirche kann verrieten, da waren die ersten niemanden tot mehr. Das ist, was er meint. Und so, das ist nicht so ein Einfachheit, ist, ich würde Leute nicht die Perlen für die Schweine schmieden, aber wenn der einfach bis einfach wählen, dann hängen ab hier, sagen, ich sehe doch nicht mehr anverstehen, was ihr ins Käse ist gewählt. Das ist, was ich getan habe. Die hängen ab hier, da will man jede wählen. Sieh, das ist, was wir so sehr leicht kennen, dass wir nicht dann ewig das festhalten. Und das so meint, das ist, wo Christus uns auf der Eure gestellt und du bleibst abstehen. Und wie tun das auch so steht. Und die Menschen, die das Evangelium zu hören kriegen, und das aber nicht leiden können, die sind dumme auf. Die sind dumme auf Luther, als wenn sie das nie nicht haben gehört. Und dort sind die, der das Evangelium nicht leiden kann, für die wird wir das tollste Mann abhosten. Und für die wird wir das wenigste die Perlen handschmieden. Wenn wir weiten dort, Wort von der Warnung Petrus gibt, und hier in dieser plottische Übersetzung, redet du von Erratung, und das ist nicht mal Erratung, das ist von Kenntnis. Aber wenn wir uns die Vers mal überlesen, in 2. Petrus 2, Vers 20, wenn wir wollen Menschen Roma uns haben, die wollen sich das gefallen lassen, dass wir ein das Evangelium predigen. Aber wenn wir das erst gepredigt haben, und wenn sie eine Zeit lang sich auch noch so getan haben, sie sind damit einverstanden, da wird sich doch entwiesen, dass sie das wirklich vertrauen können oder nicht. Die wollen Leute euer sein, die Kirche verrieten, aus die, was noch nie nicht das Evangelium gehört haben. Aber wenn wir uns das hier mal überlesen, 2. Petrus 2, Vers 20. Und wenn ein Mensch durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus aus dieser Welt ihre böse Wege als rückgerat worden. Und das wurde hier gesagt, der erste rückgerat worden. Die Bibel, die Original in Griechisch redet nicht mal dicht bei von rückgerat worden. Was der redet von, ich würde den Vers lieber erstmal gleich auf Englisch zu lesen. Was das wie weiten von was der wirklich redet. Er sagt, for if they are overcome, having both escaped the defilements of the world and by the defilements of this world by knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Kan je hören, was er hier sagt? By knowledge. Die weiten. Die Pharisäer wissen besser, wer Jesus wird, als Jesus seine Jünger selbst steht wies. Aber was halb ihn dort? Das halb ihn reicht nicht. Je mehr sie von Jesus kann, je doller müssen sie sich bloß euren. So das haft tun mit Hebräer 6, haft tun mit, sie kann. Der Geist haft dort einfach geopenbart, aber sie werden nicht geraten. Und so das woran wir machen, dort nicht dahin kriegen, dort ein Mensch dort darf nicht unbedingt geraten sein, man hört viel kannt. Das Paulus eben klar mit. Regt das Weiten nicht genug?
Nee, sagt er, das Weiten, bis das Weiten, das einfach stalt mehr. Die viel Kenntnis haben, das merken man stalt. Und so, was ich will haben, wir sollen denken, wo wir nicht auf einmal confused worden, dass diese falsche Übersetzung applaudit, dass die von der Radung redet. So, das wird, die wörtliche Übersetzung wird es das sein. Und wenn ein Mensch durch unseren Herrn, durch die Kenntnis von unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, durch die Kenntnis von unseren Herrn Jesus Christus als das kann ich bloß nicht mal auf Plottisch übersetzen, dass das hier geschrieben ist. Lass mir die Lava auf Englisch lesen, und noch einmal ganz. For if they are overcome, having both escaped the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, and having again been entangled in them, then the last state has become worse than the first. So die Sache ist von die, diese Kenntnis gekriegt haben von Jesus, und die hat ihn gehalten. Diese Kenntnis, die hat ihn gehalten. Und sei ihr bekannt mit der Radung. Und dann geht ihr weiter Fußdreh durch. Fußdreh durch von wo ihr würden sein frei waren. Das mit das Sud, was da im Weg fällt, das kann mir viel Fuß abfrieren. Wenn die Menschen, die hören das, aber die geben nicht einen Raum. Aber du sagst so, ne? Die sagen nicht, dass es nicht gut lohnt, aber die kommen danach, nehmen das wirklich ab. Aber das bleibt nicht stehen, wenn das trägt keine Frucht. Warum? Wenn es das nicht gut lohnt. Und so, er sagt, wenn die noch diese Kenntnis alle haben, und die würden noch mit mir, und wir würden vielleicht noch sogar in Port sein, an der Kirche oder irgendwas. Aber die lassen sich weiter an alle verskloven. Dat laat dan zijn aan mensen gezet, en dat laat dan aan al deze welke dingen, dan zeg je, domme auf es eerst. Aber ab keinen Weg habe ich das confusing, dass das hier von gerade Menschen redet. Das redet nicht von gerade Menschen. Das redet von neue Schlechte, was mitmerken, was fiese mitmerken dann. Was du das Import sein von der Gruppe. Er sagt, das wird für so eine besser sein, wenn sie niemals von Christus gehört haben. Aus am Kernen zu lernen und war das heilige Gebot, das am gegeben wird, den Rein zu drehen. Hebräer 6, Vers 4, but 5, redet von dasselbe. Das geht mit so einem Menschen so, als das alle Sprichwort sagt. Und das, wo ich hin will. Ein Hund fragt, war was er ausgespäht hat von einer See, südelt sich nur am Boden, war im Blatt. Die kannst noch Menschen haben, die kommen und reden so erscheinen. Und die tun sich von Büten haben nur, sehr abrechtig. Aber so Frau, die den Regen gedreht haben, dann sind die in das Blatt, von wo sie kommen, das halb die nicht, wenn die dann nach Boden ist, das halb die nicht, wenn die dann nach Kirche abdressen ist. Because they just go back to where, die kommen bewusst dran, von dem Blattpool, wo die kommen. Du musst, was bitte wollen jetzt passiert sein in den Menschen, die müssen wirklich gerat sein. Nicht bloß die Kenntnis gekriegt haben von Raten. Now, das kriegt der gefährlichste Punkt. Und das kriegt dort, wo das Schwanzte ist, das zu sein, wem soll wir dann die Perlen anvertrauen? Wem soll wir dann? Wem soll wir dann die Perlen anvertrauen? Weil du sind Menschen, die sind sehr gut. Die sind sehr, sehr gut, um sich verstehen. Und die kennen die Wahrheit. Die kennen die einfach. Und die sind vielleicht weltbreit bekannt. Die sind geschickt, das sind geschickte Redner. Das sind geschickte Redner. Hier ist die gefährliche Sache. Wo kann wir dort meinen? Weil wir können das nicht meinen. Wir sind nicht klug genug. Ans Verstand, wir können nicht in der Horten ankicken. Und dann müssen wir bis auf das Pastor hoben? Nee. Dann müssen wir in den gehen, wer der Horten kennt. Dann müssen wir bei denen im Rut fragen. Gott wies uns. Übrigens, das sind alle Fan. Das sind alle Schmack. Und der hat so ein Fan geschickt, und das jetzt so scheint, mit der Person taub zu sein,
Soll wie die das an diesen Dienst anvertrauen? Soll wie? Wie kann die nicht? Dann fragen wir lieber Gott am Rot. Gott wies uns. Da du die Hort nun ja sehen. Denn wie sagt nicht, der wird Hort nun ja sehen, dass Gott du bist. Hier will uns helfen. Und wat je wat eure Lothar die dat ook. Wanneer dan nog gaan kunt gewassen Schuden al ondoen? Wanneer al een gewasset gaan erwarten door je schmeten door zo? Aber wenn wir ewig nach Gott gehen und ständig am Rot frauen, ständig am Anbeten und ständig sagen, Gott, wies uns und ihr seht uns. Wies uns, wo sind wir auf einmal arg? Wo sind wir auf einmal auf eine gefährliche Stelle, was wir nicht sein können? Gott ist treu. Was keinmal wem das sieht steht, wer eine Ansehen wollen bet. Und das ist das Krieg. Und das mag ich even sagen, dass das jene Abgabe aus Kirche so zu beten. Und even vor Gott kommen, in den Frauen, wie es uns versteht mit Mr. Thiessen. Dass dort nicht auf einmal so eine Ass, was die Perlen vertrampeln hat. Dass dort nicht so eine Ass. Dass Gott das muss offenbaren. Wenn keiner von uns kann sein, einmal das einfach ist das sein. Keiner von uns kann sein, ich bin fehlerlos. Wir sind nicht. Aber wenn wir aufrichtig sind, dann sei wie so David in den 139. Psalm sagt, und Gott, und ihr seht mich und sei, was mit mir steht. Und dann fiel mir auf den rechten Weg. Die Anstellung, die muss wir immer haben. Und das ist das Krieg, was wir müssen tun. Ich habe hier erst eine Frau, soll wir da nicht wieder das Evangelium verbreiten? Meint das, dass die Perlen für die Schwein schmieden, als dort nicht Krieg, wenn bis Jude so irgendwem das Evangelium verbreiten? No, irgendwem soll wir das Evangelium verteilen. Wir sollen in die ganze Welt gehen. Aber von was das redet ist, wie handelt wem immer wahr das Evangelium verteilt. Wir haben den das mitgeteilt. Und der hat sich bis gefragt über den Weltweg. Der Weltweg, der stiftet, bis das sieht. Dort ist Krieg, was davon reden wird. Geht ab. Das halbt nicht die Perlen bis einmal für die Menschen schmieden. Gut, das wir haben. Und das wird Jesus uns lehren hat in Matthäus 10. Vers 12. Er sagt es das. Und wenn je in ein Haus kommen, gib am den Friedensgrüß. Und wenn das Haus dort wird ist, dann wird jene Fried durchkommen. Als dort aber nicht wird, dann wird jene Fried wahrer Träge in jene kommen. Und wenn jüngwer nicht will abnehmen in jene wird horchen, dann gut von dort Haus der Stadt weich und schadet jünt den Stoff von der Feit. Ich sage Ihnen abrichtig, und der Reichstag wird dort für Sodom und Gomorra leichter sein als für so eine Stadt. So, wenn die wohin kommen, die sind besorgt um wem, und die teilen das Evangelium mit. Ich will nicht sagen, ein einziges Mal, und dann haben die das nicht genommen, und dann schadet Ihnen den Stoff aufweichen. Das ist nicht, was das hier meint. Na, die proben, die dann all den bastet. Und die Leute, die wenigstens entscheiden. Und die meinen dort, je dollar jeder das mitteilen, je dollar jeder das wiesen, die wollen enthalten, je feindlicher werden die dort, dann kommt eine Zeit, wo ihr einfach sein, bis den Stoff aufschaut. Das wird bis euer und euer. Das wird bis immer euer. Die tun das immer Dollar vertrampeln. Und dann sagt Jesus, okay, dann schadet ihn den Stoff. Und da wird für dich schlimmer sein, als für Sodom und Gomorra. Wenn Sodom und Gomorra kann ich nicht hören, dass Gott erst ein Evangelist durch Hand schickt. Oder ein Prophet. Und die wollen in der Sohn von ihrer Beise wie wegdrehen. Ich kann nichts von ihnen finden. Nicht wieder aus Lot. Wie du. Aber wo so ein Lot geäuft hat, die von Gott vertalen, die von das Beise leben, sein oft heruden, da weiß ich nicht.
dat hielt sich so, als van laat du als een rechter je was, van dat du als ook dus in der erst du dus in der erst du gekommen schließlich wurde auch in Deinshafen in der Stadt gehad, wo hij wurde mit so einem Judge je was an und so weiter. But wat heb hij du gedaan? Ik weet niet van. Dat is de einzige persoon wat we vinden in de Bibel, wat du vielleicht nog kunnen haben met een warningsstem verbreitet, aber that's it. Vielleicht nicht mal. Und Jesus sagt, für Sodom und Gomorra wird das leichter sein, als für so eine Stadt. Warum wird das leichter sein? Wegen das große Ding. Wegen Jesus sagt noch, wenn diese Tätens und diese Wunder schweren zu Sodom und Gomorra passiert, dann stimmt er noch von der. So. Dort wir unsere Perlen nicht für die Schwein schmieden. Du musst wie Wasser zu brauchen. Du musst wie Gott seine Halt zu brauchen. Der muss ans Wesen. Der muss ans Wesen, okay, das ist gut. Und du kommst eine Zeit, wo wir müssen sagen, wir haben versagt, dass wir uns den Stoff von der Falsch schadern und sagen, okay, ich habe geprüft. Aber ich will nicht der bestimmen, wie viel der muss die anholen sein. Oder wie viel Monat, oder wie viel Jahr. Das ist nicht up to me, das bestimmen. No, Gott weiß das, wann das Zeit ist. Und wann ist das Zeit? Wenn wir wahre haben ich gefangen. Weil die euch Tränen Gott kommen. Weil die euch das wahre Evangelium. Weil die einfach bloß nicht. Und der Leistung, je das Evangelium wird euer und euer. Dann kommt eine Zeit, wo wir sagen, Gott, das zu sein, das jetzt noch nicht. Wenn Gott seine allmächtige Hand hier nicht angerät bei mir, hier ist das schafft bis gleich wieder. Aber anyway, ich würde damit wollen zum Schluss gehen. Unsere Perlen für die Schwein schmieden meint das nicht, wenn wir irgendjemandem das Evangelium mitteilen. No, die Perlen für die Schwein schmieden wird sein, wenn wir einfach das all ganz klar sein. Die vertrampeln die Baus. Sag ich jetzt dann auch gleich. Halt die für jeden. Das ist ein wertvolle Ding, denn das Baus Leute sich dort vertrampeln. Wir schließen mit einem Gebet. Lass ich reich davor, wie komme ich für die. Ich will die ganz besonders danken für dein Wort, wobei ich mir da Futzware am Tag holen für und dort so ein eingeschränkten Weg ist eine Haf, den dein Wort verbreiten. Dein Wort soll doch wert sein, dass das schrecklich der Tag ging, dass das klarer verbreitet wird. Aber Herr, ich weiß, dass du bist der, wer die Macht hat, dort in den harten Ernte geschrieben, nicht du wegen dass schrecklich genug geredet worden ist, aber du wegen den Geist mit viel Kraft und Arbeit ist. Und das war ich würde nur früher. Und Herr, ich bete auch, für Kirchen Rahmen uns. Dass sie machen lieber in die Wahrheit wasen, nicht kahler werden zu der Wahrheit. Dass sie machen, das Evangelium höher anfangen zu schätzen, nicht das immer wieder rübersteigen. Und Herr, machst du die humanistische Lehre, was sich all Rahmen an so Rahmen gefreten haben, was Kräf, machst du die zu schauen merken. Machst du das Wesen, dass das von den Sotun ist, und nicht von der Bibel. Und Herr, machst du auch geben, dass hier eine Abweichung passieren. Wo Menschen glauben, dass sie im Glauben sind, dort machen zu sein kriegen, dass sie noch nie nicht im Glauben gewesen, sie sind in einem falschen Glauben gewesen. Musst die jetzt so an der Arbeit sein, musst die jetzt deiner durch Hand schicken. Wenn die Anzug nicht was du zu brauchen, aber musst die dann sass wem durch Hand schicken. Musst die den Gäst vorab schicken. Was du, dass ihr in das Land reinmerken dat. Dat wann das so ist gesagt wird, dass das dann auch keine Frucht bringt. Und Herr, ich bete auch für die Wesen, für die Wirtfrühes, Wirtmänner, all die, was sich so einsam fühlen, Herr, musst du auch mit ernst sein und musst die jetzt erfuhr sein. Und Herr, ich bete auch für die, was die reisen tun, dass die muss erschützt sein, dass die muss bewahren und dass die muss genug geben, dass sie kann glücklich haben und reinkommen. Und Herr, musst du auch dein Wort segnen, dass diese ganze Armee mit dein Wort gefällt werden. Und dass dein Name verherrlicht werden. Und Jesus, in Namen bete ich das. Amen.